Einen wunderschönen Freitagnachmittag wünsche ich euch. Leute, es ist schon fast Wochenende, aber heute Nachmittag müsst ihr jetzt mehr noch ertragen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Crazy Cat Lady, guten schönen Freitagnachmittag. Wie geht's dir? Ich hoffe doch, es geht dir gut und du bist genauso ready fürs Wochenende, wie ich das auch bin. Ich muss jetzt noch gerade schnell hier 2, 3 Sachen fertig posten, damit die Leute auch informiert sind, dass wir dann da live sind. So. Es wechselt ständig. Also, eins ist gemacht. Geht gut, ja, ich bin am Wochenende Kamerafrau für Kollegen. Sehr cool. Was für du filmen, beziehungsweise was tut dir filmen? Dort nach einem Projekt. Schnell. Ah. Und hast schon aber eine schöne Woche gehabt. Der Flöru ist das. So schön. Hoi Flöru, wie geht's dir? Wie war deine Woche gewesen? Und hast du schon Pläne für ein Wochenende? So. Veranstalter Cowboy Café. Was ist das? Das sagt mir gar nichts. Also ist das etwas, das man kennt? Oder ist das etwas Neues? Du hast keinen Plan für ein Wochenende. Ich habe Pläne. Ich treffe mich mit einer Freundin am Samstag und am Abend mit meinem Freund. Das sind alle Pläne, die ich habe. Aber ich glaube, das habe ich verdient, dass ich mal wieder ein bisschen chillen kann. Der Ives ist auch da. Hoi Ives, wie geht's dir? Wisst ihr, was ich vergessen habe, Leute? Wir haben keinen Tweet gemacht. Muss schnell einem Kollegen schreiben. Ich bin nämlich nicht dazu gekommen, ihn zu informieren, beziehungsweise jetzt gerade vorher. Wann ist der Wandering Village erschienen? Wandering Village ist letzten Freitag, glaube ich, rausgekommen. Kann das sein? 14. September. 14. September. Ja, letzte Woche, ja. So. Also, ja, das muss lang. Mal schauen, ob der Kollege das noch sieht. Und noch einen Tweet rausholen. Das wäre echt gut. So, also jetzt bin ich wieder hier für euch. Der Flöru ist im Lurk, das ist doch wunderbar. Und jetzt natürlich, Crazy Cat Lady, du kannst hier einen Link schicken. Mach das. Im schlimmsten Fall tue ich ihn einfach wieder löschen, aber für das, dass es mich Wunder nimmt, was es ist, kannst du natürlich hier heute schnell einen Link schicken. Don't worry. So. Kannst doch nicht, Entschuldigung. Musst mich anflüstern, beziehungsweise, warte schnell. Ich habe dich angeflüstert. Kannst du mir privat schicken? Ganz vergessen, dass wir ja Dings... Oder Moment, ist das eingestellt? Moment. Ja. Okay, super. Also, das wissen wir aber, Leute, das nächste Mal, falls jemand einen Link schicken will, Ausrufezeichen Permit funktioniert. Sehr cool.
Veranstaltungen. Oh, okay, wow. Ist ja wirklich... Oh, krass. Witzig. Samstag, ja. Das Samstag, Cowboy Coffee. Es ist Stone Ranch, Weggestätte. Gar nicht gewusst, dass es so etwas gibt. Das ist echt cool. Bist du dort aber auch in deiner Freizeit? Also gehst du auch selber privat dorthin? Oder ist das einfach jetzt, wo du deinen Kollegen etwas, also Freude willst machen? So. Und ihr startet in der Zwischenzeit schon mal das Game spielen. Ich glaube nicht mal müssen installieren. So weird, das Cloud-Game. Irritiert mich ein bisschen, to be honest. Ah, das sind eingeladen zum Streamen. Ah, mega cool. Was ich jetzt hier noch gesehen ist ein kleines Willkommen. Das ist natürlich auch herzig. Wir sind ich sage immer Stray. Mann! Strayphone Studio, ein unabhängiges Entwicklerteam aus der Schweiz. Wir freuen uns sehr, dass du unser Spiel spielst. Wandering Village ist gerade in den Early Access gestartet. Das stimmt aber nicht mehr. Das hat ja jetzt am 14. September, also letzte Woche am Mittwoch, sie offiziell Release gehabt. Das heisst, dass viele Elemente noch unfertig sind. Wenn du also Fehler entdeckst oder Verbesserungsvorschläge hast, benutze bitte den Bug Report Button in der oberen rechten Ecke. Sollte es aber in diesem Fall ja eigentlich auch nicht mehr haben. Wenn du mit uns und anderen Spielen chatten möchtest oder Fragen hast, tritt am besten unserem Discord bei. Wir hoffen, dass dir dein Abenteuer mit Onbu gefällt. Wer Onbu ist, keine Ahnung, merken wir jetzt wahrscheinlich gerade. Die Musik ist auch schon mal cool. Entschuldigung, ich bin immer ab und zu wieder ein bisschen im Husten. Tut mir leid, falls ich mich nicht rechtzeitig muten kann. Aber ich bin nach wie vor verkältet. Das geht einfach nicht weg. Eingeladen zum Streamen. Was streamt ihr denn dort? Crazy Cat Lady. So. Wir starten natürlich ein neues Spiel. Falls es mit der Lautstärke, also von der Lautstärke her zu laut ist für euch, gebt mir unbedingt Bescheid. Dann passe ich das natürlich dann noch an. So, neues Spiel wäre ein Spielmodus. Neuling. Der Dorfälteste zeigt dir, wie du dich um deine Siedlung kümmerst. Empfohlen für Spieler, die zum ersten Mal spielen. Das wäre ja eigentlich mehr. Du beginnst in einem... Oder erfahren... Entschuldigung. Du beginnst in einem sicheren, vertrauten Gebiet. Kümmere dich um dein Dorf, während du dich langsam in gefährliche Regionen vorwachst. Okay. Empfohlen für erfahrene Spieler. Oha. Oder Veteran. Die Welt ist von Anfang an ein rauer, unbarmherziger Ort. Überlebe, koste es, was es wolle. Empfohlen für fortgeschrittene Spieler. Okay, da ich aber wirklich komplett ein Neuling bin in diesem Spiel, also nicht einmal gespielt, wären wir natürlich der Neulingsstart. Let's go. Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. Das ist dann schnell losgegangen. Das ist nicht meine Kamera, die ruckelt, das ist das Spiel. Ah, ihr streamt das ganze Event vor Ort. Oh krass, okay. Sick. Tutorial, willkommen. Das ist der Dorfälteste. Natürlich schön mit Maske, der alles verpestet ist. Ich glaube, das kennen wir mittlerweile. So. Willkommen, hallo Freund. Ich bin der Dorfälteste und verantwortlich für die guten Leute hier. Ich habe fast gelesen, die gute Laune hier. Wir, die Nyomaner, sind weit gereist und haben im Laufe der Jahre viele harte Zeiten überstehen müssen. Aber jetzt sind wir auf ein Onbu, ein legendäres Wesen, das schon vor Jahrhunderten als ausgestorben galt, gestoßen. Das muss Schicksal gewesen sein. Ah, Onbu ist in dem Fall der Riesendino, alles klar. Es hat wohl sehr lange hier im Boden geschlafen. Vielleicht ist es jetzt erwacht, weil das Gift immer tiefer in die Erde sickert. Oh no. Spielen wir nächste Woche Return of the Monkey Island. Ich kann mal... Wer kommt's raus? Ist der Mittwoch schon draussen? Weil ich eventuell spielt ja der Oli.
Aber ich schau es, probiere es. Warte schnell. Nehmen wir es schnell auf. Für etwas habe ich mir ja so einen wunderschönen farbigen Notizblock gekauft. So, haben wir es aufgeschrieben. Es ist sogar schon draus. Dann wäre das doch etwas für einen Oli, nicht? Ich frage ihn mal, ob er Bock hat. Also, willkommen. Das arme Ding scheint völlig erschöpft zu sein. Es hat sich wieder hingelegt und ist eingeschlafen. Ich habe mal gelesen, dass Onbu ihre Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Ich frage mich, ob es hier draußen überleben kann. Sieht so aus, als müssten wir uns von nun an gegenseitig umeinander kümmern. Meine Erfahrung hat uns bis hierher geführt, aber jetzt ist es an der Zeit, dass du meinen Platz übernimmst und unser Volk an einen besseren Ort führst. Um den Übergang zu erleichtern, könnte ich dir etwas von dem beibringen, was ich gelernt habe. Ich wäre dann dein Tutor. Ein Tutorial sozusagen. Was sagst du? Yes. Bin ich verstanden? Notizbuch des Ältesten. Okay. Die Tutorials, die hier erscheinen, werden dir alles beibringen, was du wissen musst. Solltest du aber einmal etwas überprüfen oder genaueres darüber nachlesen wollen, kannst du immer das Notizbuch der Dorfältesten konsultieren. Öffne es, indem du das... das da hier. Das ist das Bug-Dings. Okay, Fallmeldung. Okay, und das ist das Notizbuch, alles klar. Auf der oberen rechten Ecke des Bildschirms klickst oder mit der G-Taste auf deine Tastatur. Voilà. Perfekt. Status. Das sind viele Infos, viel Frau. Grundlegende Steuerung. Bewege die Kamera durch Klicken und Ziehen mit der Maus. Genau. Also, ja, du kannst... Also, Mitteltaste geht hier. Also, die Scroll-Taste. Onbu schläft. Okay. Mit den Pause vorwärts oder vorwärts Symbolen, ich weiß nicht, wie es heißt, ist in der oberen rechten Ecke. Hier, alles klar. Es ist pausiert, hä? Gut. Kannst du das Spiel anhalten oder die Spielgeschwindigkeit anpassen. Also pausiere das Spiel. Setze die Spielgeschwindigkeit auf 4 Mal. Gut, ja, das kennen wir ja eigentlich. Das ist eigentlich bei allen so Aufbaustrategiespielen immer so das Gleiche. Gut gemacht. Setze nun die Geschwindigkeit zurück auf 1. So, das ist langsam, okay. Zoome rein und raus durch Scrollen. Oh, eine coole Ansicht. Ja, sie sieht so herzig aus. Oh, das ist alles anklickbar. Nice. Okay, okay. Und rauszoomen. Oh mein Gott. Okay, wow. Oh, wow. Ja, geil. Oh. Das ist so cool gemacht. Mit so durch die Woche durch. Nice. Und das mit dem Dino gesehen, finde ich auch schon. Also der Onbu. Das finde ich auch cool. Unterkunft. Unterkünfte bieten deinen Dorfbewohnern viele Vorteile. Kehre zur Dorfansicht zurück. Moment. Wo ist die? Sieht man die hier irgendwo? Nö. Moment, doch, da. Okay. So kann ich es theoretisch auch steuern. Alles klar. Und baue Zelte, indem du das Gebäudemenü am unteren Bildschirmrand öffnest. Das ist das da hier. Zelt auswählst und einige davon auf Onbus Rücken platzierst. Können wir die im Nachhinein noch wieder ändern? Also, natürlich absolut keine Ahnung, ob das irgendwie eine Rolle spielt, wo man die platziert. Aber ich werde jetzt mal 6 muss ich sogar. 6 Zelte muss ich bauen. Alles klar. Also, dann müssen wir natürlich noch vorwärts. Also halte die Umschalttaste gedrückt, während du Gebäude platziert, um dieses Gebäude ausgewählt zu lassen. Ach so, ja, das habe ich natürlich zu spät gelesen. Können wir ein bisschen spulen, damit sie das bauen können. Nice. Sehr gut. Dann Ressourcen sammeln. Ezilor, danke vielmals für die Follow. Herzlich willkommen, wie geht's dir? Alles klar bei dir? Ist der Alert gekommen? Ich habe gar nicht gesehen. Vielleicht bin ich einfach zu fasziniert vom Spiel gerade.
Einige deiner Dorfbewohner sind immer noch obdachlos. Um mehr Zelte zu bauen, sammle Holz, indem du Bäume in der Nähe fällst. Du kannst die Bedürfnisse deiner Dorfbewohner immer überprüfen, indem du auf die Zufriedenheitsanzeige in der oberen rechten Ecke des Bildschirms klickst. Hier. 16 von 16 sind untätig, aber sie sehen im Moment ziemlich glücklich aus. Wohnqualität gibt ein bisschen Minus. Ah, das ändern wir ja jetzt. Höhere Zufriedenheit für so höhere Produktivität. Gut, das kennen wir ja auch von anderen Spielen in dieser Branche. Du kannst Bäume schneller fällen, indem du das Erntewerkzeug benutzt. Was ist das da hier? Aha. Also ein ist der. 10 Holz. Gut, wie viel Holz gibt ein Baum? Das ist natürlich noch die Frage. Klicke und ziehe damit, um mehrere Objekte auf einmal auszuwählen. Okay. Ich muss glaube ich einfach aber fertig lesen, bevor ich hier einfach mal mache. Ja, ist cool, okay. In dem Fall bin ich einfach gerade abgelenkt gewesen, aber merci auf jeden Fall für den Follow. Jetzt bin ich gespannt. Wie viel Holz gibt echt ein Baum? Fürschi, spulen. Einer ist fertig. Gut, sind alle fertig. 3 Holz. Okay, ja, jetzt haben wir mehr als genug Holz. Und die Frage ist jetzt natürlich... Was ist das da? Ah, da kann man noch Prioritäten setzen. Okay. Wir bauen hier mal noch 2 weitere Häuschen. So. So, machen wir mal. Was machen die jetzt? Ah, die nicht gefällt haben, die können jetzt das Holz holen. Interessant. Und da? Was machst du? Also sie machen alles ein bisschen selbstständig in diesem Fall, hä? Okay. Also ich habe gesehen... Oh, Nahrung ist auch ein bisschen übel drin, hä? Jetzt haben wir zwar 8 Zelte, aber nur 2 Holz. Was irgendwie weird ist. Wo wir haben ja eigentlich... Also was haben sie gesagt? Klicken und ziehen damit. Okay, so. Alles klar. Ich habe gemeint, es gibt mehr Holz. Aber wenn sie es ja nicht einsammeln, kann ich natürlich auch nichts dafür. So, also 10 Holz haben wir jetzt zumindest schon mal. Wahrscheinlich haben wir sogar mehr. Da, 17 Holz. Deine Dorfbewohner werden Nahrung brauchen. Einige Beerensammler in der Nähe von Beerensträuchern zu bauen, ist eine nachhaltige Möglichkeit, Nahrung zu gewinnen. Das ist ein Beerensammler. Der Beerensammler befindet sich in der Kategorie Nahrung im Gebäudemenü. Ah, das ist hier. Beerensammler. Aha. In dem Fall bauen wir den. Hier gar nicht Platz. Schon. Ah, oh. Jetzt habe ich einfach geklickt. Okay, jetzt komme ich erst raus. Kann ich es abbrechen? Ah, nein, nicht. Das, ja, egal. Oder so. Genau, okay, perfekt. Man kann es sogar abbrechen. Ah, der muss nicht dazwischen gebaut werden, sondern eigentlich eher ein bisschen drauf und rundum. So, perfekt. Das sieht doch gut aus. Also, wenn mehrere Aufträge, wie zum Beispiel Ernten und Bauen, offen sind, kann es Sinn machen, gewisse Aufträge höher zu priorisieren als andere. Dies kann die mithilfe des Prioritätenwerkzeugs Sternli. Hier. Ah. Okay, das haben wir jetzt schon gemacht, bevor wir fertig gelesen haben. Ah, da kannst du sogar erste, zweite, also hohe Prio noch höher und höchste Prio. Alles klar. Gut. Dann bauen wir jetzt den mal. Ist zwar kein Bauernhof, aber okay. Bau einen Bauernhof auf Grasboden, um eine stetige Versorgung mit Nahrungsmitteln zu gewährleisten. Bauernhof. Bauernhof. Bauen wir.
Ja, so ein bisschen da neben dem Häuschen. Das ist doch gut. Es ist wichtig, denn... Was ist das? Ich habe kein Holz. Ja, das Holz liegt ja hier rum. Dass ich das nicht von allein einsammeln. Sagt ihr mal. Es ist wichtig, den Bauernhof auf Grasboden zu platzieren. Das haben wir zum Glück gemacht, da die von ihm angebauten Pflanzen nur dort wachsen können. Achte beim Platzieren eines Gebäudes auf die Farbe der Radiusanzeige, um zu sehen, welche Art Boden zu ihm passt. Gut, das haben wir ja zum Glück gemacht. Ne? Wunderbar. Not. So. Also, der Bauernhof ist in the making. Hier fehlen Ressourcen. Hier haben wir noch ein paar Beeren. Was ist mit denen? Können die irgendwie... da... Ah. Ach, mit Recht. Okay. Ich kann nicht mehrere auswählen. Mit Control auch nicht. Oh, der Bauernhof steht. Yay! Ich muss aber schnell schauen. Also, Holz. Okay, das Holz haben sie jetzt alle eingesammelt. Gut. Aber das mal noch einsammeln hier. Machen sie das so? Oder nicht? Aber Holz fehlt uns auf jeden Fall noch. Bevor ich jetzt da ein weiteres Tutorial lese, kann ich jetzt aber zuerst noch Holz einsammeln. Und das ist hier nicht in Ordnung. Ein Feld zugewiesen. Ah. Also, Feld hinzufügen. Aufgaben. Also, weise dem Bauernhof ein Feld, als Felder zu. Genau. Ah. Da muss jetzt... Aha. Okay. Mach ich mal hier so. Setze die Anzahl Arbeiter in deinem Bauernhof auf mindestens 3. Also, das sind 3. Machen wir 4. Because why not? So, mal schauen, ob das da funktioniert. So, 4 sind dort. Ja, schön am Anbauen. Das ist doch schön. Anbau. Das ist jetzt nicht gut. Lager ist voll. Excuse me, was Lager ist voll? Die hat ja kaum angefangen. Irgendetwas zu machen. Und das ist auch immer noch nicht gemacht. Heieiei. Aber wir kein Holz haben. Also, dann machen wir das doch so. Da, das muss alles weg. Das nicht. Egal. Das und das und das. Sammeln wir ein bisschen Holz ein. dann machen wir dann weiter. Also, Wasser. Für den Anbau von Nutzpflanzen wird Wasser benötigt. Baue Luftbrunnen, um automatisch Wasser zu sammeln. Automatisch? Okay, das ist dann gut. Ich gebe hier ein bisschen Gas. Tag 2. Jetzt frage ich mich, ob die da langsam auch weiterbauen. Konstruktion. Yes, tipptopp. Also Beerensammler haben wir jetzt. Das Problem ist, dass wir jetzt das Lager voll haben. Aber jetzt müssen wir ja noch Luftbrunnen sammeln. Bauen. Ich würde sagen, ich tue einfach noch einen daher. Und einen daher. Keine Ahnung warum. Ich habe keine Ahnung, was sie machen. Die Effizienz des Luftbrunnens hängt von der Luftfeuchtigkeit des aktuellen Bioms ab. Du kannst die Luftfeuchtigkeit auf der Luftfeuchtigkeitsanzeige in der oberen Leiste ablesen. Ach so. Okay, Moment. Wo ist die? Wo sind die Tröpfchen? Ah, hier. Normal. Ist überall normal. Luftfeuchtigkeit normal. Also das ist überall. Das ist nicht... Okay. Und es ist kalt anscheinend. Und das ist... Onbu liegt. Die Giftigkeitsstufe am Boden ist keine. Also sollte Onbu stehen, würde die Giftigkeitsstufe der Luft gelten. Derzeit keine. Okay. Das ist doch auch nicht schlecht. Dann machen wir einfach mal weiter hier. Oh, Göxlem.
Kennt ihr eigentlich The Wandering Village? Habt ihr das schon mal gespielt? Ist ja erst eben, also eben, wie gesagt, ist ja noch nicht so lange draussen jetzt. Ui, er bewegt sich. Anbo, schüttelt alles durch! Mein Scharbendorf wird ganz durchgeruckelt. Oha! Crazy! Der ist fertig geschlafen. Ombu steht! Die Giftigkeitsstufe in der Luft ist keine. Das ist doch wunderbar. Können wir das bitte hier noch... Ah, es fällt schon wieder Holz. Also, da bitte. Können wir hier noch mega ab. Hey, Holz ist immer so ein bisschen rar. Kann das sein? Zum Glück wachsen die immer nachher. So. Gut, also. Luftbrunnen sind dran. Der ist glücklich, da bin ich auch froh. Der ist auch glücklich. Wunderbar. Oh, aber wie cool. Oh yeah. Nice. Surf. Mal da mach ich schneller. Und geben Gas. Jungs, geben Gas. Oh, das ist schon, was der nachher ist, oder? Ah, das braucht Stein. Wie kann ich den Stein abbauen? Ah, hier. Kann ich das? Aha. Dass das einfach so geht. Ist es nicht? Dann nehmen wir es raus. Ah ja, tatsächlich. Es dauert auch ein bisschen länger als Holz fällen. Die Effizienz des Luftbrunnens, genau. Okay, hängt vom Dingsbus ab. Ich habe noch nie gespielt, aber schon zugeschaut beim Kollegen. Und wie hat es dir gefallen? Bis da. Oh nein! Oh nein! Albu knurrt unglücklich, das spürt, dass sein Stachel herausgerissen wird. Oh, wie brutal! Oh nein! Das tut mir ja fast weh. Das ist ja echt gemein. Oh! Wir bauen regelrecht mit seinem Körper unsere Sachen. Das ist ein bisschen ausbeuterisch irgendwie, nicht? Finde ich ein bisschen fies. Hey, Black Dolphin, wie geht's dir? Nur kurz mal Hallo sagen, ich muss schon wieder weiter. Hey, aber schön bist du da, freut mich sehr. Kennst du Wandering Village? Ein Hornbläser gebaut, okay? Kann man den anscheinend auch noch bauen. Also, Lager. Schon Pause. Alle Ressourcen, die du jetzt produzierst, müssen irgendwo gelagert werden. Baue ein Silo, um Lebensmittel zu lagern, einen Wassertank, um Wasser zu speichern und ein Materiallager, um diverse andere Ressourcen zu lagern. Okay, das Gebäude findest du unter, wie ist das Ding, das Lager? Das da hier. Also alle die 3 Sachen muss ich bauen. Gut. Fangen wir mit dem Silo an, das machen wir hier in der Nähe vom... Das ist vielleicht gar nicht so schlau. Machen wir das, jetzt ja Beere. Machen wir das Silo da. Da haben wir viel Platz. Neben dem Baum hier. Wassertank. Machen wir auch hier. Und das Materiallager, das passt hier noch genau her. Perfekt. Je eins. Wunderbar. Können wir das schaffen? No! Wir schaffen das! Holz habe ich aber kein mehr. Okay, Holz. Wir brauchen viel Holz. Holz. Wir bauen jetzt. Also wir müssen einfach alles abbauen hier. Wir brauchen ja dann schliesslich irgendwann mal Platz. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass da noch jede Menge Holz rumliegen wird, aber irgendwie können sie es nicht einsammeln. Ja. Ich feiere das Spiel mega. Ich finde es cool, dass aus der Schweizer Szene ein Spiel ist rausgekommen, das jetzt so gehypt wird. Ja, voll. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir haben ja am Montag im Gaming News Livestream schon darüber berichtet, beziehungsweise im Podcast, der am Mittwoch ist rausgekommen.
Er ist leider diese Woche am Mittwoch rausgekommen, wo ich am Dienstag nicht dabei war und nicht konnte, den Podcast schneiden. Aber ja, jetzt ist ja, also Mittwoch ist er ja draussen. Und dort haben wir eben auch über The Wandering Village ein bisschen geredet. Unter anderem eben auch mit dem Kampagne, also nicht mit der Kampagne, mit dem Kickstarter-Ziel, wo es ja ums x-fache wirklich haben überboten. Also sie haben sich ja ein Ziel gesetzt von, glaube ich, 30'000 €. Und Materiallager steht. Oh, das ist ein kleines Materiallager. Jö. Ich dachte, das ist grösser. Süß. Aber das Ziel von Kickstarter war 30'000 € und sie haben über 150'000 € gesammelt. Das ist echt sick. Das ist mega, mega cool. Also, dass sie das schaffen, ist echt nice. Also, geschafft haben so. So, das Silo ist jetzt noch im Bau. Perfekt. Da haben wir es dann gerade. Sieht herzig aus. Es ist ein Schweizer Spiel. Black Dolphin, ein Schweizer Spiel ist das. So, jetzt haben wir hier Nahrungsdetails. Oh je. Yeah. Rohe Nahrung, Gesamt. Verbraucht, Produktion, Gesamt. Okay, sieht nicht so gut aus. Aber wenigstens sind sie alle happy. Das ist doch auch schon mal gut. Hier könnte man noch einen dazu tun. Ein bisschen Beeren sammeln. Forschung. Forschung gibt es auch noch. Nice. Wo hast du das runtergeladen? Crazy Cat Lady, das ist auf Steam. Auf Steam kann man es kaufen. Geht mir gut, einfach 1000 Sachen um die Ohren. Das kenne ich, Black Dolphin, ich weiss genau, was du meinst. Ja. Das Spiel ist im Early Access auf Steam. Ich frage mich eben, ist es im Early Access, wo am 14. September, also letzte Woche am Mittwoch, hat es doch eigentlich seinen Launch gehabt, nicht? Sein Early Access Launch. Wo ich gemeint, im Early Access kann man es schon länger spielen. Aber okay, ich kenne darum ein paar, die es aber schon spielen können. Und ich gemeint, darum ist es eigentlich schon im Early Access gewesen. Aber ja, in diesem Fall ist es jetzt in Early Access gekommen. Ja, sie haben am Anfang eine Meldung drin, und ich dachte, ich habe es jetzt vergessen rauszunehmen. Aber nein, in diesem Fall ist alles klar. Ja, nice. Also eben hier, Forschung. Fortgeschrittene Gebäude, die etwa die Küche, die Nahrungsmittel verarbeitet, müssen erst erforscht werden. Baue ein Forschungsgebäude, welches du in der Kategorie Dorf... da haben wir jetzt mittlerweile eins. Ein Trampelpfad. Haben wir auch, sehr schön. Wähle als nächstes Küche als Forschungsziel aus. Dies geht sowohl über das Pop-up, das erscheint, wenn noch keine Forschung ausgewählt wurde, als auch über den Forschungsbaum. Der ist hier. Kaktusanbau, nicht so gut. Da, Forschungsgebäude. Das Forschungsgebäude, würde ich sagen, das tun wir daher. Einfach, wo ich gerne habe, wenn alles ein bisschen verteilt ist, ohne Grund und Strategie. Genau, und als nächstes... Okay, zuerst müssen wir es mal bauen. So. Wir brauchen aber Holz. Steine haben wir noch viel. Aber Holz sind ja eigentlich hier... Sollten sie ja hier eigentlich abbauen. Die alle eins auswählen? Nein, oder? Ja, so muss ich auf jeden Fall hier mal abholzen. Da. Los, geh abholzen. Wir sind auch da am Beeren sammeln wie wild. Aber ich meine, ich muss es schon recht geben. Also von Beeren wird man ja schon nicht unbedingt gerade satt. So, am Bauernhof tun wir noch einen hinzu. Ernte. Nein, ist noch gar nicht gewachsen. Schau. Jetzt da, hallo. Sag nicht, dass ja wieder Beere. Das wär's ja noch. So, als nächstes sind wir da hier.
Der braucht einfach ein bisschen Holz. He? Ja, Holz haben wir im Moment noch. Aber ich meine, wir können dann natürlich auch hier mehr ein bisschen abholzen. Hier. Da auch noch. So. Ich muss mal weiter. Ich wünsche noch einen schönen Stream und Tag. Ey, jetzt war noch schön bestehen. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und ein wunderbares Wochenende. Erhol dich gut. Ah, so. Wähle deine nächste Forschung. Einmal Küche, bitte. Bestätigen, ja. Geschätzte Forschungszeit 2 Tage. Das ist okay. Sind das Aliens gewesen? Oh mein Gott, sind gerade Aliens reingelaufen. Kann das sein? Habt ihr das gesehen? Er hat es geklippt. Er hat es nicht geklippt. Mama, er hat es geklippt. Das müsst ihr klippen. Ja, aber Leute, vergessen nicht, wenn ihr unsere Streams zuschaut, ein bisschen zu klippen. Dann könnt ihr das Zeug nämlich auch auf TikTok aufladen. Also, baue einen Arbeiterposten. Oh, ich muss mal wieder eine Pause drücken, sonst machen die da auch nicht mehr weiter. Das wäre ein bisschen Zeitverschwendung. Ich muss aber immer wieder Pause drücken, weil ich bin so ein Genie bei so Games. Ich weiß nicht, ich verpasse immer alles. Und ich rede viel zu viel, vor allem im Streamen. Und dann vergesse ich auch, dass ich da Sachen machen sollte. Und das Spiel aber pausieren. Also, baue einen Arbeiterposten. Das ist der hier. Ich sage, den stellen wir ein bisschen hier in die Nähe von diesem Baum. Oder hier dazwischen. Geht das? Nein, da. Neben Silo. Da können sie es leer fressen. Dann stelle mindestens 2 Arbeiter als Transporter in deinem Arbeitsposten ein. Okay, also können wir da wieder vorwärts hier. Materiallager, Wassertank, Silo, Forschungspunkt. Tag 5. Sie leben noch. Es geht ihnen zwar nicht so gut. Also wenn wir das so schauen. Also sie sind immer noch glücklich und niemand ist untätig. Die Nahrung steigt im Moment wieder ein bisschen. Da bin ich auch froh. Gut. Oh, jetzt bin ich glaube da schon wieder... genau, weil da muss jetzt noch jemand einstellen. 2 sind eingestellt. Spezialisierung ist aber Transporter. Here we go. Es gibt Spezialisierung. Interessant, okay. Was könnt ihr? Ich muss schnell schauen. Ressourcen. Holz. Ah, ich finde, da können wir noch ein bisschen Holz sammeln. Das ist doch gut. Da hätte ich noch ein bisschen etwas zu tun. Holz ist nämlich anscheinend immer ein bisschen rar. Das ist echt das Wasser. Aha. Fair enough. Also, Entscheidungen. Moment, ich muss pausieren. Entscheidungen. Du bist auf ein Biomereignis gestoßen, das eine Entscheidung erfordert. Klicke auf das blinkende Map-Symbol auf der rechten Seite des Bildschirms, um zu sehen, was passiert ist und um zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Diverse Biomereignisse und Kundschaftermissionen haben solche Entscheidungen. Behalte sie also immer im Auge. Aha. Nomaden. Du bist auf eine kleine Gruppe von Nomaden gestoßen, die eine neue Heimat suchen. Wirst du sie in dein Dorf aufnehmen? Ja. Wisst ihr warum? Wo wir haben, wir können machen. Mehr Sachen bauen, mehr Nahrung, mehr Müller, die man muss stopfen muss, aber wir sind human. Natürlich nehmen wir sie auf. Wir sind nett. Nomaden haben sich deinem Dorf angeschlossen. 3 sind es nur. Ja, da geht es ja umso mehr. Gesunde Menschen traten deinem Dorf bei. Sehr schön. Das akzeptieren wir natürlich. Das sieht so witzig aus, wie sie da ihre... Also die hure Beere und das Radiesli, ein riesen Radiesli, einfach buxieren. Cute. Also da, Arbeiterposten, da Transporter nur Ressourcen transportieren und nicht bauen oder ernten, ist es wahrscheinlich am besten, diesen Arbeitsposten fürs Erste auf Alleskönner zu setzen. Hätte ich jetzt aber auch eher gesagt, ehrlich gesagt. Erntet Alleskönner. Okay, so, Alleskönner. Und beschäftige mindestens 3 Arbeiter als Alleskönner. Ja, jetzt haben wir ja 3 Leute mehr. Jetzt können wir ja. Jetzt sind wir ja 19 Leute. Das sollte gehen. Nice. Das ist kein Alien. Das sieht nur so aus. Wo er so eine mega grosse Mütze auf dem Kopf hat. Alles klar. Also von weitem hat er ausgesehen wie ein Alien auf den ersten Blick. Klassisch. Mars-Alien. Straßen.
Straßen können dabei helfen, deine Siedlung zu strukturieren. Zusätzlich geben Dorfbewohnern, die auf ihnen laufen, einen Geschwindigkeitsbonus. Baue mindestens 10 Segmente Trampelpfad. Ah. Ah. Also sie müssen sicher ins Silo. Ständig, hä? Machen wir mal diesen da. Und das weiß ich gar nicht. So, geht das? Oh, durch den Baum durch. Tun wir dann noch holzen hier. So. Ey, Nico, wie geht's dir? Gutes Emote. Der Party-Pepe. Ah, weiter geht's. Brauchen die eigentlich etwas, wenn man sie baut? Nö. Ich würde sagen, das ist ein Trampelpfad. Die müssen 100 Mal durchlaufen. Dann machen wir da mal ein bisschen vorwärts. Im Moment sind sie alle da am Holz abpacken. Alles klar. Okay. Was ist passiert? Alle im Partywachen sind. Oh, da entsteht. Sehr gut. Sehr cool. Ah, wegen dem Emote? Ja. Das Emote ist natürlich auch ganz herzig. Ja, gell, Nico? Wenn du schon einen Sub von uns hast, dann mach doch auch ein Onbu-Muster, Mann. Wie gut. Okay, jö. Das ist irgendwie witzig. Ach, das ist seine Blase hier. Onbu Hunger 20%. Onbu Müdigkeit 51. Onbu Gift Level 0. Ach, witzig, ey. So gut. Lee Weekend. Yes. Freue mich auch. Nice. Okay. Ich drücke eine Pause. Tag 6. Da, schaut mal. Alle, die jetzt neu dazu sind gekommen. So sieht es aus. Ist doch cool. Oh, da gibt's da sind wir kurz vor einer Kreuzung. Ist echt das? Wald? Ah, ich kann es natürlich nicht auskundschaften, hä? Kein Kundschafter. Das kommt auch dann später. Wenn wir reinzoomen, gehen wir die ganze Woche und dann sehen wir das ganze Viech. In unserem Dörfchen. Cool, oder? Mega nice. Also, Ressourcenverarbeitung. Für fortgeschrittene Gebäude werden fortgeschrittene Baumaterialien benötigt. Baue einen Steinmetz und einen Zimmermann, um Steinplatten und Holzbretter herzustellen. Diese befinden sich in der Kategorie da. Ja, was auch immer das ist. Ressourcen. Okay. Im Gebäudemenü. Ein Zimmermann. Ui, der ist gross. Den bauen wir hierher. Steinmetz bauen wir hierher. Schon nebeneinander. Fair, oder? Schauen, der braucht 15 Holz. Haben wir. Das haben wir auch. Perfekt. Dann können sie ja weitermachen. Los. Da. Nice. Priorität aufsetzen, dass es schneller geht. Eine ist fertig und so eine ist fertig. Sehr gut. Als nächstes Nahrung verfeinern. Baue eine Küche, um deinen Dorfbewohnern verarbeitete Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen. Kann ich die da überhaupt schon bauen? Ich glaube, die Forschung ist noch nicht abgeschlossen. Effizient. Oder? Wir brauchen noch... Nein, ich will sie nicht abbrechen. Aber eben, es ist noch nicht fertig. Es braucht noch ein paar Stunden. Also, kann ich sie ja noch nicht... kann ich sie noch nicht bauen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Noch ein bisschen die Forschung vorantreiben. Schauen wir nicht zu, wie sie im Zeug rumwuseln. Ah, Moment, da ist etwas. Was ist hier? Ah, das Lager ist voll. Ja, wenn wir ein neues Lager bauen. Die Frage ist, welches Lager? Lager verschiedene Ressourcen, je 30. Das ist halt so ein bisschen mein Problem. Ich weiß nicht genau, welches Lager voll ist. Ah, das Inventar ist voll. Okay, easy. Ja, ich glaube, das ist nicht so tragisch. So. Oh, ah, das ist auch das Lager. Ja. Okay, okay. Ja, hier. Oh, der, was macht ihr?
Da noch ein bisschen Fällchen hinzufügen. Geht das echt? So. Anbau. Baut mal an! Machen die da nichts? Oh. Bei deiner nächsten Forschung. Dorfarzt. Klingt gut. Dorfarzt ist immer gut. Kundschafterhütte. Sicher auch nicht schlecht, aber zuerst müssen wir mal dafür sorgen, dass unsere Leute gesund bleiben. Und jetzt können wir eine Küche bauen. Yes. Das ist echt wo? Hallo, ist Küche. Nahrung. Ah, hier, Küche. Küche tun wir hierher. Schön zentral. Zwischen den Leuten, also zwischen den Häuschen der Leute, dem Bauernhof und dem ganzen... Das da wird so mein Dorf. Das ist so das Dorfzentrum hier. Perfekt. Also hier fehlen uns Ressourcen. Aha. Was haben wir hier? Machen wir da mal jetzt 2, 3. Wir haben ja ein paar Leute. Gut, Holz haben wir nicht mehr. Wir müssen ein bisschen mehr Holz gehen sammeln. Und hier Stein. Das ist doch gut. Das auch. Ui, das ist ein bisschen weit. Und Häuser müssen wir vor allem auch noch bauen. Weil jetzt haben wir ja schliesslich 3 neue Leute aufgenommen. Und die brauchen ja schliesslich auch ihre Zelte. So. So, schauen wir mal. Schauen wir mal, was hier passiert. Sind wir noch nicht dran hier? Ach so. Ist das ausgeschaltet? Oder was ist jetzt? Ah, okay. Ah, jetzt habe ich beides ein und jetzt habe ich beides ab. Ich bin irritiert. Sorry. Jetzt habe ich alles aktiviert auf jeden Fall. Steine! Ja, sorry, Anbu, er schüttelt sich. Oh no! Armer Anbu. Ja, die Steine, die wir hier abmetzen, ist leider ein Stück vom Körper vom Onbu, also vom Riesendino. Und er spürt das natürlich, wenn wir, ja... Ist ein bisschen hart. Ja, es geht wieder los. Kein Platz zum Anpflanzen. Ja, das ist nicht so schnell. Ich werde jetzt auch ernten. Aber macht sie es nicht automatisch? Doch, das macht sie automatisch, wenn es so weit ist. Ja, wie cool! Ich kann sie nämlich auch wieder abpflanzen. Ja, das ist schon dran. Perfekt. Sehr gut. Die Küche ist auch im Bau. Perfekt. Es Gewusel! Ach, ich mag das, wenn es so wuselt. Und dieses Dörfli ist am Wachsen. Wie schön. Also, Ombu ist am Schlafen wieder. Oh, wir sind an der Kreuzung vorbei. Okay. Die Entscheidung liegt in der Vergangenheit. Interessant. Oh, was ist denn hier? Onbu Futterstelle. Ah, wir haben eine Stelle mit frischer Nahrung für Onbu gefunden. Und hier ist ein Dorf. Also war mal. Entschuldigung. Aber ja, gehen wir jetzt zuerst mal zum schlafenden Onbu zurück, beziehungsweise, was ist denn mit dir? Hunger. Wie sieht es aus mit der Nahrung? Oh ja, ist eher ein bisschen schwach. Das hier ist die Küche. Ne? Machen wir da 3 Leute, die Essen machen. Beerenmüsli. Gibt es etwas anderes? Rübensuppe? Ja, es muss leider Beerenmüsli sein. Entschuldigung, Leute, etwas anderes liegt im Moment nicht drin. Eieiei. Oh, ich habe zu viele Betten. Ich habe 22 Betten und nur 19 Dorfbewohner. Interessant. Jetzt habe ich gemeint, das habe ich für alle. Egal. Jetzt habe ich auch schon mal ein bisschen auf Reserve Zeltchen gemacht. Das ist doch auch gut. Was zum Henkel ist das? Pilz. Bereit zur Ernte. Nehmen wir.
müsste da eh noch ein bisschen... Holz ist immer so rar. Holz ist so schnell fort. Stehen wir noch viel zum Glück. Mit dir? Der hat Hunger. Oh, am Verhungern. Ja, dann gehen wir etwas essen, du Doofi. Du auch. Statt dass er da am Arbeiten ist. Ja, geh da hin. Kann ich ihn zwingen, dass er da in die Küche geht, essen? Stattdessen geht er in die Silo. Warum? Oder muss ich sie zuerst entladen, damit sie in Bedürfnis nachgehen, oder was? Muss ich ihn künden? Eieiei. Ja, hoffentlich selber genug schlau, um euch vor dem eigenen Verhungern zu bewahren. Ernsthaft. Ui, wählen den nächsten Forschung. Kundschafterhütte. Ja, da wäre ich eben auch dafür. Sehr schön. Also, der Dorfarzt habe ich erforscht. Jetzt muss ich einen Kräutergärtner, also bauen einen Kräutergärtner. Er ist... Ökologie, okay. Ah, Kräutergärtner. Und ein Dorfarzt muss ich auch bauen. Der Kräutergärtner ist riesig. Aber irgendwie... Also... Sehen Sie es richtig, dass es hier gar keine Kräutchen oder so hat? Dann baue ich ihn einfach hierher. Pflanzt und erntet Kräuter für medizinische Zwecke. Felder müssen auf Grasboden platziert werden. Okay. Also wäre es gut, wenn es rundum ein bisschen Platz hat. Aber das hier wird ja eh alles abgeholzt. Aber ich stelle ihn doch aber lieber ein bisschen mehr daher, damit er wirklich Platz rundum hat. So. Und einen Dorfarzt muss ich bauen. Das wäre sicher nicht schlecht, wenn der neben der Nähe von den Dingen ist. Tun wir den hierher. Schön bei den Dings hier. Wie eigentlich muss der Dorfarzt ja... Egal. Ich mache mir schon viel zu viel so Logikgedanken. So. Aber im echten Leben, wo ist es schlau, wenn der Arzt wäre? Ah. So. Hier haben wir zu wenig Ressourcen, aber das ist ja dran. Oh, schlaft, es sieht so herzig aus. Oh, jetzt ist er gerade wach geworden. Uiuiui. Sicher, dass du schon genug fit bist. Nein, ich wollte sagen. Penn noch weiter. Hier bauen. Luftbrunnen? Entschuldigung, ist der kaputt gegangen, oder was? Luftbrunnen ist kaputt gegangen. Interessant, der hier auch. Das Gebäude wurde schwer beschädigt. Aha. In dem Fall gehen, wenn er sich schüttelt, ab und zu mal das ein oder andere Gebäude kaputt. Interesting. Da, Kräutergarten. Da ist einer zuständig. Aber keine Felder. Also machen wir Felder rundherum. So. Hier ist da. Das legt mal vorerst, denke ich mal. Ich hoffe nicht, dass so viele Leute krank werden. Hier. Okay. Einer gestorben, oder was? Einer war einmal überflüssig. Alles klar. Oh, ist das hier passiert? Ah nein, okay. Der muss erst gebaut werden. Dann ist es schon wieder kaputt gegangen. Ich dachte, oh, jetzt langsam längt es irgendwo. Nein, hör auf, dich so zu schütteln. Was soll das? Ich gehe ja sehr viel kaputt. Ist mir die ganze Zeit am Zeugs nachbauen? Hey.
Nicht genügend Arbeiter verfügbar. Ach so. Jetzt muss ich auch schauen, wo sie alle sind. Die Küche sind halt einige. Hier sind 3. Steinplatten, Holz. Schauen, haben wir hier... Nein, das macht es von allein. Ui. Hornbläser. Machen wir. Da sind 2 Forscher, das ist aber auch ganz gut. Arbeiterpost. Bald Dorfbewohner und spezialisiert. Ja, wir lassen es aber einfach mal bei 3. Ah, wait. Da. Solange keiner deiner Dorfbewohner vergiftet ist, hat der Dorfarzt nichts zu tun. Deaktiviere ihn fürs Erste, indem du ihn auswählst und auf das Schlosssymbol klickst. Das ist der da hier, Dorfarzt. Deaktivieren. Ja, das macht Sinn. Durchaus. Hey, Senor Kaiser, wie geht's? Lol, arme Dino. Ja, was, arme Dino? Er macht einfach meine Häuser kaputt, wenn er sich schüttelt. Gar nicht arm. Voll gemein. Aber ja, wie geht's dir? Senor Kaiser, alles gut bei dir? So, als nächstes haben wir Kundschaften. Die Kundschafterhütte erlaubt dir auf der Weltkarte, Kundschafter loszuschicken. Kundschafter können verschiedene Belohnungen von ihren Missionen mitbringen, von den Dorfbewohnern bis zu seltenen, also von neuen Dorfbewohnern bis zu seltenen Ressourcen. Nice. Einmal erforscht kann die Kundschafterhütte in der Kategorie da Kompass, Erkundung, Erkundung genau des Gebäudemenüs gefunden und nur am Rand von Obus Rücken platziert werden. Achte beim Platzieren auf die Indikatoren am Boden. Nur am Rand. Aha. Da bauen. Vorne. Vorne ist vorne. Da auf dem Dreck. Das ist eine Erkunderhütte. Die müssen nicht rundherum bauen. Denke ich mal. So. Läuft ja. Schönes Wetter geniessen, oder? Ja. Ja, vom Wetter habe ich heute leider noch nicht so viel gehabt. Aber wenn du das kannst, dann freue ich mich sehr für dich. Genieße es auf jeden Fall. Ich frage mich nur, wie high war die Entwicklung? Gar nicht high. Das ist ein Schweizer Entwicklerstudio aus Zürich. Und ich finde die Idee mega geil, ehrlich gesagt. Wo du musst sehen, eben, du kannst jetzt hier... Also du bist nicht immer am gleichen Ort, sondern indem du auf dem Onbu hockst, kannst du dich fortbewegen. Und je nachdem, wie du dich, also je nachdem, wo der Onbu herläuft, tust du halt, also bist du in anderen Biomen, es herrscht ein anderes Klima und ich finde das ein sehr spannender Ansatz. Ey Dude, machen wir das Game mit Dinos? Ja voll, aber das Game, wo man das Dorf auf einem Dino bauen kann, ja, ist doch cool. Alter, ist das die Ernst? Nur weil du am Fressen bist, musst du nicht alles zerstören. Schau mal, nicht alles zerstört. Hure gemein. Und die Kräuterhex-Dörfli da ist noch am Flieg. Echt, hey, gar alle Zelte sind kaputt. Wirklich, sie sind hure schnell im wieder aufbauen. Hey, nein. Das doch nicht. Alles futsch. Ja, und dann geht natürlich hure schnell retour. Ach, shit. Ey. Hallo, also jemand muss da in die Küche. Was in diesem Zeug rumwuseln. Nahrung ist schon wichtig, wenn sie keine Nahrung haben, ist nicht mehr gut. Die Idee ist fancy, aber wie kommst du auf den Gedanken? Keine Ahnung. Brainstorming oder so, ich weiss es nicht. Da ist kein Kundschafter los. Weltkarte öffnen. Also, da ist, was ist da? Ein Schrein. Ein Ort, der ein uraltes Artefakt enthält. Machen wir. Oh, das geht ja schnell.
Für die Erforschung einiger Technologien ist Wissen erforderlich. Du kannst Wissen erlangen, indem du Kundschaften zu bestimmten Orten, wie zum Beispiel Schreinen, schickst. Also halte auf der Weltkarte Ausschau nach diesen Orten. Also das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Hey, was ist denn hier los? Nice. Bereits erkundet. Cool, was ist das? Vergiftete Nomaden. Oh no! Moment, zuerst hier. Schicke Kundschaft. Geht ja schnell. Hier ist schon nochmal ein Schrein. Ah, das ist auch hier, da müssen wir jetzt auch dann wählen, ob wir links, also ob wir die Nomaden aufsammeln oder nicht. Das ist auch einfach eine Entscheidung, die wir treffen. Wenn wir einfach sagen, wir ignorieren sie, dann gehen wir einfach hier weiter. Aber das ist schon die nächste Nomaden. I see. Sie haben ein Wissen mitgebracht. So geil. Ein Wissen. So, wie sieht es hier aus? Nahrung ist okay. Also niemand ist untätig. Da, wählt eine nächste Forschung. Kaktus, ja, das ist dann gut. Mit Kaktus kann man viel machen. Kaktus sind eigentlich sehr gute Pflanzen. Sehr schlau. Der Schlauch. Jetzt Gottfried Stotznanne, habt ihr das gesehen? Hurenfrech! Jetzt ist jetzt hat er erst gerade alles, haben wir alles aufgebaut und jetzt ist schon wieder alles kaputt. Fies! Onbu, hör auf! Habt ihr das jetzt gesehen? Habt ihr das gar gesehen? So frustrierend. Müssen sie alles wieder aufbauen. Hey. Vergiftete Nomaden vor allem. Oh Gott, was haben wir hier? Auch vergiftete Nomaden. Wir können nicht allen helfen, Entschuldigung. Ich gehe jetzt hier einen Schrein erkunden. Ist das da hier? Onbu Schlafplatz. Wir haben einen bequemen Schlafplatz für Onbu gefunden, frei von jeglichem Gift. Ja, da gehen wir her. Das ist doch wunderbar. Aha. Ein Laubbläser müssen wir noch bauen. Ist jetzt alles wieder aufgebaut? Gut. Danke vielmals. Dann bauen wir jetzt einen Laubbläser. Hornbläser, Laubbläser, lol. So, mit dem können wir ihm die Befehle erteilen. Gut. Das kommt auch hier drauf. Oh, das ist die höchste Prio. Aber wir haben keine Holzbretter mehr, weil wir auch kein Holz mehr haben. Haben wir eigentlich noch irgendetwas? Stein haben wir wenigstens noch ein bisschen. Mais nehmen wir auch. Ja, das klingt gut. Stellt Onbu-Futter aus Pilzen her. Das ist natürlich auch ganz herzig. Aber zuerst müssen wir auf uns selber schauen. Ai. Jetzt gehen wir nochmal schnell schauen. Wunderbar. Da, die vergifteten Nomaden. Was ist das denn? Die können ja nicht mal auskundschaften oder so. Das können wir noch machen. Da. Genau. Du bist auf eine Gruppe von Nomaden gestoßen, die nach einer neuen Heimat suchen. Einige von ihnen sind vergiftet und werden bald sterben. Wirst du sie in dein Dorf aufnehmen? Ja, wir haben ja einen Dorfarzt für irgendetwas. Machen wir. Mal schauen, wie es funktioniert. Also, wir haben einen gesunden Mensch und 3 vergiftete Menschen, die uns beitreten. Ja, das ist doch okay. Jetzt haben wir dann vielleicht etwas zu tun. Also, gerade schauen. Schnell Pause drücken und alles durchlesen, wo wir da noch recht haben. Also, gut, bis der Hornbläser, bis der bauen ist. Hier müssen wir auf jeden Fall einen Dorfarzt bzw. 2 Dorfärzte hinzufügen. Einen, der da schon fleissig am An- und Abbauen ist. Ich glaube, das ist ganz solid. Also, vergiftete Dorfbewohner heilen. Aktiviere deinen Dorfarzt, indem du ihn auswählst und auf das Schlosssymbol klickst. Habe ich gemacht. Stelle mindestens einen Arbeiter ein und heile deine vergifteten Dorfbewohner mit Kräutern. Was mir gerade aufgefallen ist,
nicht gendert. Ich weiß, es kann man auch wieder in, aber es ist alles in männlicher Form geschrieben. Jetzt echt keine Frauen, jetzt nur Männer, die hier arbeiten. Kein Wunder, sie sind aussterben. Also, das ist mir nochmal nicht aufgefallen. Also. Heilt einen vergifteten Dorfbewohner mit Kräutern. Gut. Dorfbewohner können behandelt werden, sobald sie vergiftet sind. Wenn sie weiterhin Gift ausgesetzt sind, werden sie schwer vergiftet, was sie nach einer Weile umbringt. Alles klar, das haben wir ja, das wollen wir verhindern. Wir wollen nicht, dass sie sterben. Die Bevölkerungsstufe ist gestiegen und mit ihr die Bedürfnisse deiner Dorfbewohner. Ja, das ist doch immer so. Also, der Dorfarzt hier. Da. Zwei sind gerade am Herlaufen, sehe ich. Der vergiftet ist, geht selber dort arbeiten. Das finde ich auch gut. Oder, ja, es geht Kräutchen holen. Hey, nein. Er ist vergiftet und heilt sich jetzt selber. Das ist nicht effizient. Das ist sehr effizient. So, der Onbu hat geschifft. Wunderbar. Oder ist er jetzt dran? Onbu! Schüttelt wieder alles durch. Unglaublich. Gut. Jetzt ist das ein bisschen runter. Oh shit. Egal. Das habe ich jetzt. Ich habe nicht gedacht, dass wenn ich es anklicke, dass es weggeht. Jetzt habe ich keine Ahnung, was da gestanden ist. Aber ja, Holzbretter können wir nicht mehr herstellen, wo wir kein Holz mehr haben. Ach, hier mal Holz ein bisschen. Bio und so. Echt jeden einzelnen anklicken. Ernst. Ehrenmüsli. Rüben haben wir halt immer noch nicht. Beeren haben wir auch keine mehr. Ey. Luftbrunnen ist auch schon wieder viel futsch. Ich glaube, die Steinplatten im Moment haben wir genug von denen. Das ist auch gerade gut bedient. Ja. Wir brauchen ein bisschen mehr Futter. Wobei, also es ist ja nicht. Ah ja gut, es sickt schon ziemlich. Ah nein, so wie es geht. Also Onbu Befehle. Da du den Hornbläser freigeschaltet hast, kannst du Onbu verschiedene Befehle erteilen. Baue zuerst einen Hornbläser. Habe ich gemacht. Ah nein, der ist schon drin. Das ist halt ja Holz. True. Aber das muss jetzt zuerst mal alles andere wieder aufgebaut werden. Mann. Oh. Also, er ist auf jeden Fall im Aufbau. Du kannst die Befehle nutzen, entweder indem du den Hornbläser auswählst oder in die Onbu-Ansicht wechselst. Sind wir jetzt beim Schlafplatz angekommen? Oder was ist jetzt das schon wieder? Ist das Game PC only? Yes. Was ist das? Frische Luft! Frei von Giftstoffen. Wie schön. Ja, komm, geh füßeln. Ein bisschen herlegen, aber langsam. Ruhig. Ganz ruhig, Grosse. Chill. Nicht zu fest schütteln, bitte. Hallo! Hallo! Ja, mal schwenken. Denkt. Ich glaube. Okay. Er hat gegähnt. Er scheint müde zu sein. Wir haben noch ein Wissen bekommen. Sehr gut. Das können wir noch ein bisschen auskundschaften. Bereits erkundet. Das ist auch bereits erkundet. Das hier. Sehr gut. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es für die Switch gibt oder nicht. Ich spiele das auf jeden Fall auf dem PC. Aufbauspiele sind doch am einfachsten auf dem PC, nicht? Aber ob es das auf der Switch gibt, müsstest du schauen. Auf Mobile gibt es das nicht. Es ist auch erst noch im Early Access. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dann vielleicht, sobald sie es offiziell gelauncht haben,
dass sie... Okay. So lang. 1 Sekunde. Aber wahrscheinlich haben wir einfach zu wenig Leute, das kann gut sein. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es, wenn es dann wirklich gut funktioniert und so weiter und ein Jahr lang solid läuft, dass es dann vielleicht auch auf die Switch bringen. Das war ja bei Dorfromantik auch ähnlich. In Dorfromantik heisst es ja auch jetzt nach 1,5 Jahren, beziehungsweise nach dem... Es ist seit 1,5 Jahren im Early Access, vor einem halben Jahr oder so ist es offiziell gelauncht und jetzt haben sie es noch auf die Switch gebracht. Wow. Wie sieht es aus? Wir haben noch ein bisschen zu wenig Zelt, sehe ich gerade. Machen wir doch einfach hier eine zweite Reihe an Zelt. Jetzt muss noch hier aufgebaut. 2 müssen aufgebaut werden. Gut, das hat aber in dem Fall mehr Länge. Sie sind eigentlich vergiftet, alle nicht vergiftet. Grundqualität, ja, logisch. Okay, ja, ist aber nicht schlecht. 2 sind untätig. Aha. Da schafft jetzt noch einen, das ist ganz okay. Holz haben wir nach wie vor nicht. Ich gehe mal ein bisschen mehr Holz sammeln. Was soll das? Was ist hier noch? Nur ausgewachsene Objekte ernten. Alles ernten. Ackerpflanzen ernten. Bäume ernten. Ah. Und Steine ernten. Alles klar. Nee, im Moment hätte ich nur gerne Bäume. Wie... Das ist eigentlich schon gut. So, einen zu anklicken. Gut. Merkt er echt, wenn ich ihm seine Dornen aus dem Rücken ziehe, wenn er am Schlafen ist? Das wäre nämlich noch gut zum Wissen. Wenn er schläft, kann man seine Dornen ernten, also es ist ja ein Stein, ernten und dann spürt er es nicht. Das ist natürlich schon gut. So, wir haben keine Beeren mehr, aber jede Menge Rüebli. Das heisst, wir machen jetzt mal Rübensuppe. Ah. Jetzt haben wir viel. Ah, sie müssen es zuerst holen. Ah. Okay, sie müssen es zuerst hier im Silo natürlich holen. Wir haben viel Beeren, wir haben viel Rüebli. Also aber nicht viel Beeren, aber viel Rüben. Alles klar, okay. Tipptopp. Hier haben wir noch einen Beerensammler. Er ist aber im Moment ein bisschen ausgelastet. Ui! Ja, Onbu-Küche. Tipptopp. Ich könnte noch einen zweiten Beerensammler erstellen, so hier. Ich frage mich, ob es die wegnimmt, wenn ich es 40. So, ist nicht schlecht, oder? 49, aha. Ja, besser bekommen wir es auch nicht mehr her als das. So. Die Katze spinnt wieder. Aber ja, das hat natürlich eigentlich Prio. Uns fehlt noch 1 Holz. Come on, Leute. 1 Holz. Oh, er ist wieder aufgewacht. Er läuft weiter, okay. Ist euch ernst? Da, schau. Gut. Bäumli. Fällen. Mann, jetzt bist du... Udo! Was machst du? Ah, da geht der bauen. Das hat jetzt nicht Prio, sorry. Nicht Prio. Geh Holz sammeln. Das ist schon mal erste Prio. So. Also nicht nur erste, nur Prio-Stufe 1. Da liegt ja überall noch Holz rum. Weißt du, ich verstehe das nicht. Dann gehen sie die Bäume fällen, aber das Holz lassen sie einfach stehen. Was soll das? Ey, Atraxo, wie geht's dir? Was bist du Weihnachtsmann? Nico hat mir gesagt, ich soll dir das schreiben. Weird. Nico, muss ich mit dir reden?
Yes, der Hornbläser steht. Cool. Also kann ich jetzt Interaktion anzeigen. Platz, geh, lauf. Lauf! Los, renn! Kann er überhaupt rennen? Onbu vertraut deinen Befehlen nicht. Onbu knurrt. Oh, fies. 3 Sekunden. Da auch. Ist da. Das können wir noch machen. Ich weiß nicht schon, dass es weit weg ist. Mal schauen. Aber ich habe wenigstens einen Befehl erteilt. Aber wenn man nicht vertraut, ja, vielleicht ist einfach unser Vertrauensverhältnis noch nicht stark zu sein. Was macht er jetzt? Sich schütteln wieder. Mehrere Gebäude sind eingestürzt. Na gut, aber nicht so viel. Das ist okay. 2 Höhen da. Von mir aus. Damit kann ich leben. Holz ist einfach schon wieder zu wenig. Hey, nein, aber das da, alle die sollten sie noch abholzen. Aber nein, natürlich macht es niemand. Kann man reparieren. Den bauen sie auch immer noch nicht. Ich gehe noch ein bisschen fürschen, ein bisschen schneller. Mal schauen, was passiert. So. Dünnes Eis. Das ist dünnes Eis. Aha. Wo hast du die Salz versteckt? Oh ja, schwierig. Ja, hier an Traxo, mir geht es ganz gut eigentlich. Ich freue mich aufs Wochenende. Ein bisschen gemütlich chillieren. Hier fleissig anbauen. Geil aus. Rüben, Kaktus. Ja, Kaktus kann ich natürlich auch mal machen hier. Dann haben wir noch ein bisschen mehr verschiedene Sachen machen. Yes! Ein Kaktusbaum. Oh, ja, so geil! Also das Gewusel. Also das ist ja schon cool. Ich sag sonst noch glühend, aha. Gut. An diesem Ort gibt es etwas frische Nahrung für Onbu. Ah, darum ist er also ist er bleiben stehen. Sehr schön. Gut, dann gehen wir jetzt mal noch in den... Ah, keine Kundschaft verfügbar. Ah, die sind noch im Kundschaft, alles klar. Jetzt können wir dann wieder an einen Weggabelung. Mal schauen, was da passiert. Ja, voilà. Siedler. Sie sind auf eine Gruppe von Siedlern gestoßen, die eine neue Heimat suchen. Willst du sie deinem Dorf beitreten lassen? Ja, ja. Nimm sie auf. Ja, ja. Ja, schon jetzt genug. 2 gesunde Menschen traten deinem Dorf bei und 2 hungrige Menschen traten. Ja, das ist voll okay. Futtern wir die durch. Onbu Futterkatapult. Okay, nehmen wir. So. Dann müssen wir aber dann noch ein bisschen mehr Häuschen bauen, hä? Dude! Dings da, go Bäume fällen. Let's go! Wir brauchen Holz, ganz viel Holz. So. Kreuzung. Wenn du einen Hornbläser hast und dich... Entschuldigung. Der ist jetzt gerade zerstört worden. Und die Kreuzung näherst, kannst du Onbu einen Befehl geben und ihm sagen, welchen Weg er nehmen soll. Klicke dazu auf die Kreuzung auf der Weltkarte. Ja. Mein Hornbläser ist gar kaputt gegangen. Ich kann gar nichts machen. Nein. Oh, das ist einfach sauber abgebogen. Okay. Ja, easy. Kann man machen. Er ist einfach sauber abgebogen. Das finde ich okay. Und man kann deine Befehle ignorieren, wenn es dir nicht genug vertraut. Haben wir ja vorher gemerkt. So, jetzt haben wir hier noch einen Beere-Pflücker. Sehr gut. Noch ein mehr Beere. Haben wir hier keinen Platz zum Anpflanzen.
Ja, wir könnten hier theoretisch noch ein paar Felder hinzufügen. So. Ah, why not? So. Da, so ein bisschen Rambazamba. Let's go. Jetzt haben sie viel zu tun. Wow. Darige. Okay, sich wieder erholen. Dann dachte ich so, holy shit, was geht? Jetzt müssen wir halt hier einen mehr einstellen. Odo, was machst du wieder hier? Also jetzt haben wir hier noch einen mehr geschüttelt, eingestellt. Jetzt noch Polenta. Oha, wir können keine Polenta machen, wo wir keine Ressourcen. Beerenmüsli können wir noch machen. Tatsächlich. Kaktus. Ja, ich glaube, wir müssen hier wieder zurück zu den Rüben. Wie sieht es aus im Lager, also im Silo? Keine Beere mehr, wir haben gar keine Rüebli mehr. Mais sind wir, glaube ich, das erste Mal erforschen, oder? Kann das sein? Ah ja. Wasser haben wir eigentlich noch ganz okay. Oh, Pilze! Versetzung. Hallo, kannst du noch ernten, bitte? Ah, warte, ich muss noch ernten. So. Oberste Prio, los! Hey, steht da nicht rum! Was machen die? Also, die Kundschafter, darum. So, was sind wir jetzt? Oh mein Gott! Oh no, was ist das? Kleiner Giftwald. Ein kleiner Wald voller befallener Pflanzen. Erhöht die Giftigkeitsstufe und lässt giftige Pflanzen auf Ombus Rücken wachsen. No! Ich will nicht! Was ist denn da hinten? So rosarot. Können wir jetzt einfach in die andere Richtung gehen? Wobei, vielleicht können wir durchrennen. Vielleicht vertraut er uns ja näher genug, damit er uns durchrennen kann. Sie sind auf eine Gruppe von Siedlern gestoßen, die in einem Haus. Schon wieder? Ja. Nehmen wir es auf. 2 Gesunde und 2 Hungrige. Das ist okay. Uiuiui. Also hier müssen wir dann echt schauen, dass wir da durchrennen. Doktor, unbedingt. Vielleicht wird er ja krank, wenn er da durch das Giftfeld durch muss laufen. Ich glaube... Doktor brauchen wir im Moment eh nicht. Hey, ja, eigentlich niemand, der vergiftet ist im Moment. So, was ist hier? Leicht vergiftete Luft. Onbu! Schnau! Lauf! Schnauer! You can do it! Onbu vertraut einem Befehl nicht. Man, mach! Ja, nee. Du musst jetzt nicht schlafen hier. Oh Mann, ist sie ernst? Er liegt jetzt daher und pennt. Ich sag genau gar nichts mehr. Wow. Dekontamination. Giftige Pflanzen haben angefangen, auf Onbu zu wachsen. Werden sie nicht schnell entfernt, breiten sie sich aus, infizieren andere Pflanzen und vergiften vergiften Dorfbewohner in ihrer Nähe. Entferne alle giftigen Pflanzen von Onbus Rücken mit Hilfe des Erntewerkzeugs. Oder eines Dekontaminator. Dekontaminator, ist das richtig? Ja, ich glaube schon. Also der Dekontaminator muss zuerst erforscht werden und benötigt Brennstoff. Ah, okay, also können wir das noch nicht machen. Können wir es dann abfackeln, so mit einem Feuerspucker. Geil. Dafür sind Angestellte völlig autonom und können im Gegensatz zu regulären Arbeiten, die diese über das Erntewerkzeug vernichten, nicht vergiftet werden. Denkt daran, dass
Prioritätswerkzeug zu verwenden, um giftige Pflanzen effizient zu zerstören. Das da hier, hä? Genau. Jetzt muss ich die aber zuerst mal finden. Sind die? Weiss ich, wie die aussehen? Da ist eine. Giftpflanze. Weg damit. Wo ist noch eine? Da ist eine. Hier. Eben so, da. Ganz hohe Prio. Jetzt da. Da ist noch eine. Die sieht man ja zum Teil fast nicht. Holy, wie fies. Ach so, das ist jetzt schon. Wenn ich das einfach anklicke, dann ist es schon. Okay, fair. Also ich glaube, ich habe alle 7. Kann das sein? Also man sieht es schon nicht wahnsinnig gut, aber das macht es auch nicht schlecht, das Spiel. Oder muss man ein bisschen mehr suchen, das kann ganz gut sein. Da ist noch eine. Jetzt sollte es, glaube ich, aber das wird alle sein. Schauen wir mal, was passiert. Genau, oder der Bunsenbrenner. Mit dem Bunsenbrenner kannst du, glaube ich, nicht viel machen. Okay, die ist weg. Die geht auch weg. Ja, und du? Hast du gemerkt, dass du vielleicht weg solltest? Hast du einfach her. Jetzt pennt er weiter. Und du schläft. Ernsthaft. Oh Mann. Okay, 14 Stück sie sitzen schon. Ei. Da ist noch einer. Aber wenn der auch immer wieder einpennt, statt aus dem Gift rauszulatschen. Bist du dumm? Sag mal, bist du zu blöd? Bist du dumm? Kennt ihr das? Da haben wir noch. Oder? Also der sieht, der muss schon recht giftig aussehen. Da hier. Ja genau, vergifteter Bärenbusch da. Ja, den wollte ich eigentlich nicht. Den wollte ich nicht. So. Oben noch. Ja, noch mehr hier. Die ich übersehen habe. Und die, die mit im Dorf stehen, sind ja gemein. Also machen wir mal langsam weiter hier. Werden wir halt vergiftet. Kann es ein bisschen, was passiert, weil er vergiftet ist, dass er schläft? Ich weiß es aber nicht. Ich habe keinen Doktor. Ich bin hier noch am Erforschen. Also ja, ich bin noch am Erforschen. Es werden immer wie mehr! Oh shit. Nein, jetzt sind nicht mehr, wie viel das sind. No! Da hier noch. Man kennt sie vor allem wirklich nicht mal so wahnsinnig gut. Sehr nichts. Hallo, Woche. Giftwoche. Peace. Da. Ja, ich muss glaube ich vor allem einfach wirklich schauen, dass der
der Ombudsdoktor fertig erforscht wird. Weg. Hä? Ah, jetzt. Eine. Okay. Aber langsam wird's. Onbu-Giftlevel, ja, ist bei 3%. Also so hoch ist jetzt das nicht. Ich glaube, wir müssen auch wirklich warten, bis der wieder wach ist und weiterläuft. Ah, ich glaube, er wacht auf. Ah. Das und das kann noch fort. Oh ja, er hat sich wieder geschüttelt. Super! Merci dir. Laufst du jetzt einmal weiter? Er läuft vielleicht noch nicht weiter. Are you kidding me? Nein. Was? Viele deiner Dorfbewohner sind vergiftet. No! Oh ja, wir haben gar keinen Arzt. Ups. Ah, geben wir mal ein Gas hier. Was, ist ja alle vergiftet? Are you kidding me? Was ist ja... Alter, was? Jesus Christ. Das ist doch alles vergiftet hier. All meine schönen Krankenhaus. Oh. Wie fies. Wie Krankenhaus. Wie futsch. Ja, da. Da, 99%. Hey, nein. Sie haben all meine Kaktus vergiftet. Ich glaube es einfach nicht. Ah, das sieht ja mehr nach einem Game Over aus. Erlebe ich da gerade den Untergang von der Prachtzivilisation live? Ja, das sieht fast ein bisschen so aus. Ey, er läuft! Halleluja! Er läuft weiter. Ja, wieso bleibst du einfach stehen und pennst ein in diesem Giftfeld? Bist du echt bekloppt heute? Ja. Hey, nein. Also, Leute, sieht aus, als würden wir überleben. Aber auch nur knapp. So, bau den Scheiß ab hier. Los. Ach je. Na gut. Jetzt müssen wir, glaube ich, ja, alles reparieren hier. Wo irgendwie ist bleiben liegen. Da ist noch etwas kaputt gegangen. Mal schauen, ob wir noch etwas erforschen können. Der hier. Da können wir... Ui, ich will da runter. Was? Kurzer Kälteeinbruch. Okay, dann doch nicht. Einfach wette ich... Mama, komm, wir erleben das mal. Ombu vertraut deinen Befehlen nicht. Ach Mann, ich glaube, er hat mich einfach nicht gern. Ich könnte hier gehen. Da kannst du wirklich schlafen, weißt du? Ja. So. Also mehrere Gebäude sind eingestürzt natürlich wieder. Oh, das ganze Zelt und alles. So, hier müssen wir wieder abbauen. Da subito. So, ich glaube, es sind mittlerweile
Alle wieder gesund. Hungrig sind sie ein bisschen, aber wenigstens sind sie, glaube ich, nicht mehr vergiftet. He? Einer ist schon verhungern. Ja, sorry, geil. Beerenmüsli, Rüebli-Suppe. Polenta können wir leider nicht machen. Da, Beerenmüsli. Diese sind ja auch Rüebli im Abo, das heisst, dann können wir wieder Rübensuppe machen. So. Also, wodurch, er ist natürlich da durch. Alles klar. Ja gut, auch nicht schlecht. Also das heisst natürlich. Nein, er ist ja oft da durch, wo wir möchten. Sehr cool. Jetzt zuerst mal pennen. Finde ich auch gut. Super. Also, wir haben es geschafft. Wir leben noch. Niemand ist gestorben. Ah, super. Wir haben 15 Holz bekommen. Fantastisch. Hier gehen wir noch eine Siedlung auskunden. Eine von nur wenigen verbliebenen Siedlungen, die noch nicht von den giftigen Pflanzen bewältigt wurde. Vielleicht möchten sich einige der Dorfbewohner uns auf Onbu anschließen, abhängig von der Zufriedenheit unserer Dorfbewohner. Jetzt machen wir das doch. Jetzt geht schon wieder weiter. Das war jetzt also ein kurzer Cut. Wie sieht es aus mit Häusli? Haben wir ein bisschen wenig. Müssen wir bauen. Oh. Eine Trampelpfad. Das war es. Was muss ich drücken zum... Nein. Ich habe auch schon wieder vergessen, was ich muss drücken. Damit sie da mehr Häusli bauen. So. Oh, Okay. Hey. Siedler sind auf eine Gruppe Siedler gestoßen, die eine neue Heimat suchen. Ja, wir nehmen es. Wir nehmen alle auf. Wir sind nett. Es dürfen alle zu uns kommen. Zwei sind hungrig, das ist okay. Wir geben euch ganz viel zu fressen. Zu essen, Entschuldigung. Das ist doch perfekt. Das sieht das Silo aus. Wir haben Rüben. Oh Gott, schon wieder. Das heisst, wir machen wieder Rübensuppe. Ui, das ist jetzt ein Kälteeinbruch. Oh wow. Ei, das sieht interessant aus. Also Leute, Winter ist abgebrochen, jetzt ist es kalt. Mistsammler sammelt Dung von Onbu, der zur Herstellung von Biogas und Dünger verwendet werden kann. Klingt schlau. Machen wir. Gift ist ja noch gerade nicht in der Nähe. Wäre aber sicher gut, wenn sie etwas haben, was sie sich drinnen ein bisschen aufwärmen können. Also eben zum Beispiel Zelt. Let's go! Ja, wir schaffen das. Easy, oder? So, was haben wir da? Holz haben wir okay noch eine Menge. Beere, ja, die haben jetzt halt ein bisschen gelitten, leider Gottes. Die Effizienz ist noch 18. Wenn das jetzt zerstören, was passiert echt? Wobei sie wachsen ja, glaube ich, so immer wieder. Sie sich fortpflanzen. Von dem her, vielleicht wachsen ja hier näher wieder ein paar. Das wäre sicher auch gut. So. Nice. Ich kann noch einen mehr arbeiten. Kommen die Leute. Ich war nicht so faul. Packt mit da. Oh, Entscheidung. Schon wieder Nomaden. Ja. Nehmen wir. So gesunde Menschen. Wunderbar. Das freut uns. Da gibt es wieder etwas zum Fremseln. Da kann man etwas auskundschaften. Ein Bergwerk. Aha. Sehr cool. So, Onbu hat langsam mal ein bisschen Hunger. Das haben wir aber noch. Aber sonst geht es ihm, glaube ich, gut. Ja, Giftlevel ist schon mal bei 6, Müdigkeit bei 28. Ja, das steht doch noch so solid. Noch so solid. Ui. Die sind vergiftet. Warum? Was ist hier passiert? So, habe ich da einen übersehen? Hat sich das ausbreitet?
So, wie sieht es mit den Betten aus? Anzahl Betten 36, da fehlt noch etwas. Bauen wir hier noch eins? Hey, Moment! Nicht hier schon wieder zu fest schütteln, weil er ist am Fressen. Okay. Da geht schon wieder Zeug kaputt. Das ist schön stressig. Ah, der ist vergiftet. Doktor müssen wir wieder aktivieren. Wäre cool, wenn der vergiftet ist, selber geht. 2 sind sogar vergiftet, okay. Aber ja, klar, wenn ich da Giftzeugs ab... Es breitet so aus! Und dann noch schnell! Eieiei. 7 Eisenerz. Oha, wir haben Eisenerz entdeckt. Cool. Da noch auskundschaften. Warum ist das eigentlich hier so pink? Also, es sieht noch herzig aus irgendwie. Also, herzig. Noch schön. Ich finde die Umgebung irgendwie noch hübsch. Sie haben sich schon Mühe gegeben. So. Und? Ja, jetzt geht er da Steine abholzen, statt hier... Also abholzen. Statt da das Giftzeugs. Gerne. Also. Sonst haben wir hoffentlich nichts mehr, was giftig ist. Ist jetzt noch einer vergiftet? Vergiftet sind immer noch 2. Oh mein Gott, nein, Kräuter, das lenkt, der eine geht. So. Lager ist voll. Das Lager voll wahrscheinlich. Wo wir ja nichts mehr bauen irgendwie im Moment. He? Wir immer nur am Flicken sind wegen dem Onbu, der sich die ganze Zeit schüttelt. Ah ja, so sieht es aus. Sägewerk. Komposthaufen. Ah ja, apropos. Wir haben doch da so eine... Was haben wir doch da Dings gebaut? Nein, nicht schon wieder! Jetzt muss ich nochmal durchschauen. Was haben wir jetzt hier alles? Materiallager. Das Materiallager ist ja hier ziemlich gut gefüllt. Ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn wir nochmal eins bauen würden. Wassertank. Ja, der ist jetzt nicht so voll, weil die beiden Dinge wieder kaputt gegangen sind x-mal. Das Lager ist auch gar nicht voll. Das müssen wir, also das Silo, da müssen wir kein neues machen. Bauernhof, ja, die sind ja da schon fast überfordert. Ihre Sammler. Oh, was ist denn hier los? Frische Luft. Jetzt ist er wieder im Füßeln. Das ist schön. Jetzt können wir hier noch... Mistsammler, hier. Den bauen wir noch. Da auf dem Viertel. Da hinten. Wobei, macht das Sinn? Nein, Moment, dann müssen sie hure weit laufen. Das macht gar keinen Sinn. So. Wobei, man kann es noch auf dem Viertel bauen. Das war meine Intention einfach doch richtig. Also, ab auf das Viertel. Gut. Was haben wir hier noch? Jetzt sind wir mal stehen. Jetzt haben wir... Hier. Onbu-Küche können wir noch bauen. Und Onbu-Futterkatapult. Bauen wir... Die Küche bauen wir hier. Ey! Ich mache so viel für dich, weißt du? Du machst die ganze Zeit meine Sachen kaputt. Fies. Und das Katapult kann natürlich auch... Okay, dann das... Ja, dann macht das nicht so Sinn, was ich da gemacht habe. Dann müssen wir die Küche hier bauen. Yes. Bauen wir die hier. Das ist schliesslich in der Nähe voneinander platziert sind, sonst macht es gar keinen Sinn. Dann haben wir noch ein bisschen Pilz. Sehr gut. So. Wie sieht es mit Auskundschaften aus? Hier haben wir Ruinen. Da gehen wir vorbei. So, sehr schön. Ja gut. Also es wird mit der Zeit schon ein bisschen stressig. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie man es mit der Zeit eingestellt hat. Ich habe es jetzt immer so ein bisschen auf volle Geschwindigkeit laufen.
Und als es brenzlig geworden ist, habe ich ein bisschen runtergeschraubt. Aber manchmal muss man schon ein bisschen schauen, vor allem, wo alles irgendwie immer ein bisschen kaputt geht. Was haben wir hier? Wüste. Onbu hat eine Wüste betreten. Ein Biom mit sehr heißem, trockenem Klima, in dem Luftbrunnen kein Wasser produzieren und Rüben nicht wachsen können. Aha. Kakteen wachsen hier gut und können als alternative Wasserquelle dienen. Erforsche sie und wähle sie aus. Erforscht haben wir sie ja schon. Aber dann müssen wir hier in diesem Fall jetzt wirklich zu den Kaktussis wechseln. Mais haben wir auch schon erforscht. Wähle Mais auf einen deiner Bauernhöfe zum Anbau aus. Okay. Ah, jetzt können wir. Aber Kaktus. Muss jetzt einen zweiten Bauernhof? Okay, wir machen einen zweiten Bauernhof. Warum auch nicht? Das sehen wir aus. Bauernhof. Ja, ist doch Zeit langsam für einen neuen Bauernhof. Nee, machen wir den da. Perfekt. Haben wir genug Betten nicht? Nein, haben wir nicht. Dann bauen wir noch ein Zelt in diesem Fall. Gut, dann können wir auch ein bisschen Trampelpfad noch bauen. Und zwar einmal da. So. Da noch her. Können wir dann noch da rauf. So. Da können wir dann auch noch über, dass es so weit ist. Ah ja, passt doch. Hier noch. So. Why not? Machen wir mal. Mal schauen, was passiert. Ich kann es ja jederzeit wieder wegmachen, wenn es stört. Ey, Massimo! Grüezi! Wie geht's dir? Das Game wird doch gerade gehypt, oder? Exakt. Also das heisst gerade, es wird schon relativ lang gehypt sogar. Es ist voller Erfolg. So, hier muss ich jetzt genau noch ein paar Felder rundherum machen. Wir bauen aber Mais an. So. Gut. Ja, was haben wir hier? Rübensuppe können wir nicht machen. Polenta sind wir in the doing. Okay, im Moment können wir gar nichts machen, wo Monsieur Onbu sich wieder geschüttelt hat und sein halbes Dorf zerstört hat. Einfach nur frech. Steffi, wann kommt Dorfromantik auf Twitch? Am 29. September. Nächste Woche. Gell, es wird vermutlich kein Cross-Save bekommen. Gute Frage, das weiss ich nicht. Aber ja, schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Schwierig zu sagen. So. Hier ist es going. Fehlende Ressourcen. Ah, wir haben natürlich keine Pilze hier, hä? Wenn wir natürlich hier nichts machen können. Es soll ja niemand anders gehen. Ja genau, sie funktionieren im Moment nicht, wo wir in der Wüste sind. Holz haben wir auch nicht mehr so viel. Da können wir mal ein bisschen abholzen hier. Oh. Da können wir noch ein paar nehmen. Ja, tipptopp. So, ich glaube, jetzt sind alle wieder gesund, oder? Genau, es ist keiner mehr vergiftet. Dann können wir das hier nämlich hier wieder schließen. War. Ei. Yes. Noch mehr Fragen, Massimo? So, jetzt haben wir noch einen forschen Steinbruch. Erzeugt Stein durch Abbau von Felsen. So, ja, machen wir das. Wenn es uns empfohlen wird, nehmen wir das. Gut, hier. Beerenmüsli haben wir noch ein bisschen. Die werden gut
Kaktus und so weiter geerntet und angesetzt. Das ist gut. Oh shit! Ich habe hier einfach einen Weg dadurch gemacht. Gibt es denn das? Nein, sicher nicht. Wirklich? Wow. Wow. Sprachlos. Das wollte ich natürlich nicht wollen. Das war nicht meine Intention. Wie ist denn das passiert? Da auch. Hä? Nein, die müssen da gar nicht bauen. Nein, 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 das ist so alles weg hier. Trampelpfad. Nein, geh weg mit dem Trampelpfad hier. Schläft's? Oh, da, das sind Felder. Fertig. Da, Trampelpfad kannst du hier oben durch machen. Da. So. Freche. Am Nachmittag brutaler Stress heute. Keine Ahnung wieso. Homeoffice ist heute gerade anstrengender als normal. Ich finde Homeoffice an sich schon sehr anstrengend. Wo man einfach viel mehr macht. Und da. Stapel. Die liegen einfach überall rum. Aber sie können sie nicht einsammeln. Are you kidding me? Abführmittel. Oh nein, so gemein. Man kann ihm Abführmittel geben. Wie fies. Ach, Menno. Was haben wir schon noch? Eine Oase. Mit Wasser. Sehr schön. Was ist hier? Ah, Hitzewelle. Okay. Jetzt gehen Kundschaften. Nice. Eine Oase, wie cool. Mails beantworten, Chef-Feedback geben, Tochter Essen machen, Tisch für 6 Fondue am Abend, Pizzateig aufstellen, posten. Das ist aber nicht schaffen. Post noch gegangen, jetzt noch den Grill aufheizen und alles vorbereitet für 6 Uhr. Nice. Baue einen Mykologen. Was ist das? Ist das Sägewerk. Bauen wir das mal? Mistsammler. Aber ich glaube, den Mistsammler haben wir doch schon gebaut. Genau, hier. So geil. Nein, nein, der ist on the way, glaube ich. Oder ist er schon dort? Stellen wir jetzt mal Heimer. Da, Mykolog. Was macht der? Pflanzt Pilze an und erntet sie. Ah, nice. Das können wir da her tun. Oh. Genau, Onbu muss essen, um gesund zu bleiben. Das macht es selbstständig, wenn es eine Futterstelle auf der Weltkarte findet. Aber wenn es keine gibt, müssen eine Dorfbewohner es ernähren. Baue einen Mykologen erforschen und baue eine Onbu-Küche und Onbu-Futter herzustellen. Onbu-Küche haben wir schon. Jetzt haben wir noch einen Mykolog. Das ist ein Füße. Schau mal den Kürbis an. Ein Kürbis. Kaktus. Sieht sehr witzig aus. Ja, so gut. Oh, das ist jetzt aber schnell gegangen. Okay. Können wir noch ein paar Felder rundherum bauen. Oder auch nicht? Hey, nee. Weird. Feuere Onbu-Futter mit dem Katapult ab. Ah, ich glaube es noch gar nicht. Onbu füttern. Nö, kann ich noch nicht machen. Und die Küche, da kann ich jetzt wieder einen einstellen. Ah, logisch kann ich noch nicht. Ich habe ja noch gar keinen. Hä? Der ist doch... Hä? Hat er sich geschüttelt? No! Fies. Einfach gemein. Naja, haben wir noch etwas zum Erkundigen. Das da hier. Oh, da. Siedlungsruine. Und was hast du auch noch gemacht? Da sehe ich immer, was alles meine Frau macht. Ja, ja. Das ist ganz krass. Ich habe ein Buch, wo es unter anderem eben auch darum geht, dass Frauen wahnsinnig viel
von dieser unsichtbaren Arbeit erledigen. Und das ist schon heftig. Also, das ist genau, also, das ist halt wirklich so. Mega viele Frauen machen den ganzen Haushalt noch nebenbei. Und das sehen ganz viele gar nicht. Was die da eigentlich alles machen. Der Baumstumpf. Ah, für das ist das Sägewerk. Alles klar. Jetzt habe ich genug Bett. Ja, jetzt habe ich genug Bett. Super. Von Qualität sind sie nicht so zufrieden. Ja, hallo? Hütte. Hey, nein! Da Hütte. Ah, bauen wir halt ein paar Hütchen. Oh, jetzt habe ich Arbeiterposten gemacht. Das habe ich nicht wollen. Ich wollte Hütte wollen. Da, Hütte. So. Ich weiß nicht, wie ich machen kann, dass es dass ich mehrere auf einmal kann. Ich habe gemeint, das ist... Egal. Ah, Ach, keine Ahnung. Da noch eine. Dann kann ich die hier dann eigentlich abbrechen hier mit der Zeit, so langsam. Ich muss gar nicht weitermachen, hier nicht. So. Ich kann nämlich da ihre Hütchen bauen. Go. Wenn ich dann genug Bretter und so habe. Ja, wir haben mehr Siedler bekommen. Nehmen wir 2 hungrige Menschen, das ist okay. Die dürfen sich in die Grenzen voll aufschlagen, weil wir selber gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu fressen haben. Komposthaufen nehmen wir. Eigentlich kann ich hier schauen. Also, wir brauchen mehr, die beim Bauernhof arbeiten. Eventuell brauchen wir jetzt mal langsam auch eine zweite Küche. Wir machen noch Polenta. Jetzt haben wir ja langsam ein bisschen Mais und so. Genau. Also, wir bauen nochmal eine Küche. Wo ist sie? Da. Küche. Gerade vis-à-vis. Perfekt. Holz haben wir noch ein bisschen, Bretter haben wir aber keine mehr. Ja, das läuft. Also, wunderbar. Es läuft. Gehen wir noch schauen, was wir hier noch erkundigen können. Da kommt noch etwas. Das Bergwerk. Wunderbar. So. Es gibt also schon noch einiges zu tun, aber es ist halt ein klassisches Aufbauspiel, wo man ein bisschen Dörfli managt und so. Aber mit dem Dino, wo man drauf reitet, wo man dann halt ja, in verschiedenen Biomen und so unterwegs ist, das ist schon sehr interessant. Das muss ich wirklich sagen. Das ist mal ein Prinzip, also ein neues Spielprinzip. Und das finde ich echt cool gemacht, muss ich wirklich sagen. Ich bin gespannt, was passiert, sobald der ganze Rücken voll ist. Also wenn die ganze Platte hier auf dem Rücken bedeckt ist mit Häuschen und Zeug und Sachen und Feldern, was dann passiert. Ob man das überhaupt noch so ein bisschen managen kann oder ob dann einfach irgendwie man auf einen grösseren Dino wechselt. I don't know. Also, ich muss noch ein bisschen bügeln, aber höre gerne zu und ein bisschen etwas für die Streamstatistik gemacht. Mega nice, danke Massimo vielmals. Aber nein, bitte, löst das Thema. nein, wir lösen. Also. Oh, langsam hat er Hunger hier, hä? Ja. Oh, da mal ein bisschen auf... der ist eigentlich so langsam unterwegs. Oh, wow, okay. Das ist echt nicht so schnell. Also normalerweise ist er so unterwegs, Leute, hä? Echt, dass ihr es wisst. Holzbrett. Stehen jetzt. Komm da, mach mal ein bisschen Brettchen. Dir los und dir mit dir. Hunger und so. Wie viele Dinge habe ich jetzt eigentlich? Wie viele Betten? Oh, viel. Okay. Das ist gut, dann kann ich die so ein bisschen abreißen. Yeah.
dort dann auch andere Sachen bauen. Das ist okay. So. Also es geht schon sehr langsam vorwärts. So. Das muss ich ja schon sagen. Ich finde es besser, wenn es so ein bisschen das Gewusel ist. Das ist viel, weiß nicht, Tempo in das ganze Zeug hinein. Aber gemütlich ist es auf jeden Fall, wenn es normal läuft. Das muss man schon sagen. Also, du machst das grossartig, Chef. Danke vielmals. Merci. Ich habe es jetzt auch zum ersten Mal gespielt heute. Macht aber ganz Spass, ist ganz witzig. Mal schauen, wenn ich das nächste Mal spiele. Vielleicht schauen wir dann ein anderes Mal, mal wieder rein, wenn ich weiter bin, wenn ich weiss, was passiert, wenn man ganz weit ist. Im Moment ist er vergiftet. Tatsächlich. Wir müssen den Arzt wieder aktivieren, Leute. Skandal. Also, das war's für heute. Brach.ch-Stream. Leider ist 2 Stunden nur angesagt. Aber hey, am Montag sind wir schon wieder da für euch mit Buff Crit Loot, unserem Gaming News Format. Und sonst sind wir am Dienstag, am Mittwoch und am Freitag eigentlich jede Woche für euch da. Also falls es euch gefallen hat und ihr habt noch nicht gefollowt, würden wir uns sehr freuen über einen Follow. Und sonst sehen wir uns halt in der nächsten Woche. So. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Falls euch The Wandering Village gefallen hat, ihr bekommt das auf Steam. Dort könnt ihr es kaufen. Wenn ich es recht im Kopf habe, hat es im Moment noch gerade so etwas wie eine Starting Sale. Das hat es ja etwa die mal. Und genau, da wünsche ich euch viel Spass. Und ganz schönes Wochenende. Erholt euch gut. Schlafen gut, hätte ich fast gesagt. Und wir hören uns, beziehungsweise sehen uns am Montag um 3 mit dem Nico und mit mir in der Gaming News hier auf brack.ch, auf dem Twitch-Kanal. Macht es gut, habt einen schönen Feierabend. Tschüss zusammen. Wiederlü.